Felsmassiv der Sonne ersteckt. Aber was mochte sich in diesem dunklen, einsamen Gemäuer verbergen? Jedermann mit es, selbst das Sonnenlicht schien seine kühlen Mauern nur widerwillig zu wärmen. Und die großen Zugvögel setzten ihre Reise tönlich fort, statt sich auf seine schmierigen Zinnen niederzulassen. Aber ich war kein Zugvögel und auch nicht das Licht der Sonne. Nein, ich war die Nacht, eingehüllt in einen Mantel aus Sternen und Wolken, Wind und Finsternis, Kälte und Angst. Der Mond war mein Gefährte, als ich die Niederungen des Nebels durchquerte. Er war es, der mich hierher führte, bis zu dieser einsamen Festung. Aber im Grunde wusste ich es schon immer. Ich wusste es von der grauen Herrscherin, die in Merium weilt, und vom alten Eiskönig in seinem Kristallpalast, auch oben in nördlichen Landen. Selbst mein Bräutigam sagte es mir in einer längst verflossenen Epoche: Dies ist mein Reich, dies ist mein Schicksal. In der Stille des alten Gemäuers hier vor mir werde ich endlich die mir gestellte Aufgabe erfüllen können. Der quadratische Turm beobachtet mich vom Bollwerk herab, wie ein Wachposten auf dem Festumfall. Hier werde ich nicht auf Abwege kommen, und mein Geist verliert sich nicht in die Irrgärten des Fleisches. Die Berge ringsumher werden mich voll beschützen. Zu Hause, wie sonderbar dieser Wort aus meinem Munde klingt. Immer unterwegs, nie eine Rast. Genau wie der Wind, der alles berührt und nichts ergreift. Und siehe da, ich bin am Ende der Reise. Selbst der Wind kommt hier zur Ruhe, in den feuchten Abgründen der Erde. Aber ich werde nie ruhen, denn jetzt beginnt die wahre Reise. Nun fängt das eigentliche Abenteuer an, das mich neue Ziele, neue Horizonte entdecken lassen wird. Schon erblicke ich sie dort in der